Guck mal hier. Der Tank ist voll Diesel. Das macht uns wieder flink wie ein Wissel. Jetzt gehen wir auf die Autobahn. Und zwar mit vollem Elan. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Etwas über 400 Kilometer liegen vor uns, bevor wir dann an der heutigen geheimen Destination ankommen. Also heisst es jetzt Gring machen und fahren. Geht es nicht schneller? Yeah. So, willkommen in Deutschland. Unser Navigationsgerät hat uns mal leider erfolgreich total in den Stau reingefahren. Obwohl das sollte die 8 Minuten kürzere Strecke sein. Ich glaube, jetzt ist es eher die 8 Stunden längere. Wir hatten jetzt noch 148 Kilometer gehabt. Und jetzt stehen wir da und sind ein bisschen angepisst. Ja, jetzt warten wir mal. Aus dem Stau für YouTube, Svefa und Tour. Also, wir sind jetzt von der Polizei gerade freundlich aufgefordert worden, unsere Auto wieder zu besetzen. In wenigen Minuten soll es wieder weitergehen. Das sind doch schöne Nachrichten. Wenn wir hoffen, dass niemand gestorben ist und dass sonst nichts Schlimmes passiert ist, dann ist es ja halb so tragisch gewesen. Ich meine, immerhin haben wir Chips essen jetzt unterwegs. Das darfst du sonst nicht während der Fahrt. Alles super. Laut den Verkehrsinformationen führt Ihre Route über eine gesperrte Straße. Die Route wird neu geplant. Ja, jetzt bist du spät, Chef. Jetzt bist du spät. Das rollt! Wow, super! Und wenn der Mann da vorne endlich schalten würde, der Herr Kohl, dann würde es schon ein bisschen länger, ein bisschen schneller rollen. Der Stau liegt hinter uns. Wir sind wieder super schnell unterwegs. Fast so schnell wie der Zug. Wir kommen unserem Ziel näher. Und näher und näher. Der kleine blaue Camper, der stinkt so vor sich hin. Fieder auf Fallera. Fahren Sie geradeaus. Er braucht die Dusche nicht. Er ist ein geiler Wicht. Nein, kleiner, Kleiner Wicht. Jawohl, wir haben es wieder gefunden. So, wir haben es geschafft. Unsere Enddestination für heute. Wir haben es geschafft, wir sind da beim Tier- und Erlebnispark Bell. Und ein paar von euch ist das vielleicht ein Begriff, weil da hat nämlich ein Schweizer die Leitung übernommen und der war bei SRF Auswanderer-Sendung dabei gewesen. Und das ist ein mega cooler Platz und wir dürfen die Nacht im Park rein verbringen, was natürlich super lässig ist. Und ja, let's do it! Sie da? Sie ist ein Milchuhu und heisst Meret. Ist noch mal zu weit für mich? Jawohl. Recht hast. Dann gibt es hier auch Ratten. Ponys. Hello, Emu. Das ist ein bisschen Mundgeruch. Mundgeruch? Ja. Und sie haben auch Schottlandrinder. Schottische Hochlandrinder, wirklich. Vertragen ihr euch jetzt mit diesen schottischen Hochlandrindern? Zu diesen Emus gibt es nämlich noch eine Story.
hat uns der Remo erzählt, wo wir das erste Mal da waren. Er hat die Emus ins gleiche Gehege getan, wie er die schottischen Hochlandrinder rein hat. Und die Emus, die sind eben so ein bisschen cool drauf und sind dann schauen, was denn das andere sind und so. Und haben dann so gefunden, hey, was bist denn du? Und die Hochlandrinder haben das aber gar nicht lässig gefunden und sind dann gerade ausgebüchst und haben dann anscheinend wirklich gerade den Zaun umgerannt und sind gerade raufgekommen. Die haben also richtig Angst gehabt, aber jetzt scheinen sie sich eigentlich recht gut miteinander zu vertragen. Nachdem man zum Waldpfad rausgekommen ist, kann man sich entscheiden, rechts oder links. Ich habe uns für rechts entschieden, weil da haben sie auch Huskies. Sie bieten hier auch so Husky-Touren an, vor allem im Winter natürlich. Und wer will, kann Pate werden von einem Husky. Da hat es schon ein paar. Und ja, das sind also wirklich noch herzige. Zum Beispiel der Nico. Und natürlich gibt es auch Geissli. Ganz neugierige. Ganz lässig. Kleine amerikanische kleine Minisäule. Und natürlich auch Meersäule. Aber die Hauptattraktion vom Park sehen wir hier. Echte Tiger. Und da ist die Tiger Arena, die man auch kennt aus dem Fernsehen. Da gibt es einmal am Tag eine Tigervorführung. Hier an dieser Tafel sieht man, wann welche Show vorgeführt wird. Also Show, es ist glaube ich mehr einfach ein Training der Tiere. Zwar haben wir das Hundetraining um 11 Uhr, das ist in einer Halle, das ist also auch sehr lässig. Dann Schuppen und Federn, das haben Ist auch in einer Halle. Ist auch in der Halle. Um 12 Uhr und um 5 Uhr. Waldtiere am 1. Ja. Waldtier, genau. Dann Ponyritten am 2. Dann Tigerbeschäftigung, das ist eben in dieser Arena, ist einmal am 3. Und Schwein, Huhn und Co. ist am 4. Auch in der Trainingshalle. Das haben wir allerdings noch nie gesehen. Schwein, Huhn und Co. Ansonsten haben wir eigentlich Alle gesehen. alle gesehen. Ist wirklich lässig und ich finde es mega cool, wie sie das machen. Sie machen in dem Sinne nicht eine Show. Es muss nicht immer genau perfekt laufen, sondern sie trainieren die Tiere quasi trainieren, dass sie etwas machen, dass sie Beschäftigung haben. Und ja, sie zwei machen das super. Hier sehen wir junge Waschbären. Wir haben erfahren, dass die erst ein paar Monate alt sind. Neue Kollegen gefunden. Ja. Wie gesagt, das sind ja junge. Und ich glaube, die haben so einen Reflex, wenn sie vielleicht von der Mutter weggekommen sind, dass sie noch so einen Suchreflex haben. Weil es tut überhaupt nicht weh. Sie tun wie rumsuckeln. Und vorher ist der hier in der Mitte ist wirklich richtig selig gewesen. Siehst du, der suckelt? Oh nein, jetzt bist du ihm noch in den Kopf rein. Du bist jetzt ein frecher Dachs. Kopfmassage, da wachsen Ohren. jetzt Haare. Da wachsen jetzt Haare wieder. Ja, schön wär's. Die von der Mutter bekommen. Und die hat dann angefangen, auf der Decke zu nuckeln. Okay. Da aber überall und dann entlang. Ja, okay. Das wird schon ein bisschen beißen. Und jetzt tut er ihm am Ohr sütteln. Du bist ein bisschen Zuckeri, du. Ja, aber es tut wahrscheinlich beruhigen. Die
Bei all diesen Tierchen kommt mir gerade unsere Zuschauerin Lilian in den Sinn. Einen schönen Gruß von Bell zu der Lilian. Tschüss.